Haut Christkinnig Sonntag, zugleich Siziliendach, begrüßen Sie euch aus der Kirche von Irpelding ob der Sauer, mir war drauf von heute Sonntagsmass. Et singt Choral Saint-Cécile Irpelding Sauer, Organist aus de Joël Laros, Dirigent de Jorge Alves. Wir hören als Urgel Entrée Offertoire sur les grands Jeux vom Couperin. Du no sangemer, O du mein Heiland, Laudate Dominum 503. Kyrie aus der Liturgie orthodox Russ, Gloria Laudate Dominum 141, Louange et Gloire von Bernard an Roux, Let us break together a Negro Spiritual, Agneau vainqueur von Raymond Abertier, Je viens vers toi von Janada, an als Schlusslied Saint-Cécile von Bingen an Chambourg. Dögel spielt als Sorti Toccata XT von Matthias Weckmann.
Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leidheit zu Irpelding an der Kirche, a leif alle Gue, die da iwwer Medien ma deis verbunden sieht. Mir gesungen, Christus mein König, dir allein, schwör ich die Liebe stark und rein, bis in den Tod die Treue. Dat versich ma haut Christkinig Sonntag und zu streben, zu feiern und zu verwirklichen. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mit eis hun, eis all als Schuld nolossen, als ein ewig Leben schenken. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinem geliebten Sohn alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht.
Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie allein dir dienen und dich in Ewigkeit rühmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott, der Herr. Jetzt will ich meine Schafe selber suchen und mich selber um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um die Tiere seiner Herde kümmert an dem Tag, an dem er mitten unter den Schafen ist, die sich verirrt haben, so kümmere ich mich um meine Schafe und hole sie zurück von allen Orten, wohin sie sich am dunklen, düsteren Tag zerstreut haben. Ich werde meine Schafe auf die Weide führen. Ich werde sie ruhen lassen. Spruch Gottes des Herrn. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Ihr aber, meine Herde, so spricht Gott der Herr, ich sorge für Recht zwischen Schafen und Schafen, zwischen Widern und Böcken. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig,
und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin Royalist. So titelt meine Predigtanleitung für den Christkindlesonntag. Stellt fest, dass haut so mancherin Schwierigkeiten hat mit dem Fest, das wir auf diesem Schlusssonntag vom Kirchenjahr feiern. Weil Kinniken am starken Sinn gehören eigentlich der Vergangenheit an. Monarchen, die es haut nach Gott, sind mehr oder minder symbolisch Vertreter von ihren Ländern. Dabei könnt, dass es an der Geschichte nicht nur Vorbildliches aus den Königshäusern zu berichten gibt, so wie auch gegenwärtig nicht nur Positives über lebend Royals zu sagen ist. Andach, ich bin noch Royalist. Ja, ich verehre den König, und zwar den König Kreuz. Von da aus guckt ihr mich an. Ihn hat Leiden schon überwunden. Ihn hat den Tod überwunden und Leben neu gewonnen. Ihm vertraue ich mich gern an, weil ihr mich nicht beherrschen wollt. Hier hast du an aller Bescheidenheit, nicht triumphalistisch. Hier mischt kein fertig, mir hier feiert sogar die kleinste gut aussetzt zu einem guten Ende. Hier verschenkt sich selber. Nicht nur einmal verzeihten, mir 7 mal 77 Mal. Sing Feinden mischt hier nicht tot, hier schenkt Neid Leben. Hier stirbt nicht für sich allein, mir auch für dich und für mich. So ist hier wirklich mein König. Und ich darf ihn sogar vertreten, weil als Christ habe ich Undeel aus seinem Königtum. Ich bin sein Botschafter, sein Gesandten am besten diplomatischen Sinn. Von seiner Botschaft hat man noch kein Rätsel. Die feierten aus am heutigen Evangelium. Weil Ende von der Zeit wird ihn sich tatsächlich auf den Thron von seiner Herrlichkeit setzen. Ganz Weltgeschichte an all Völker werden für ihm defilieren. Und da spricht sein Urteil. Sicher ernst, wie wir es vermutet hätten. Ein irdisches Urteil gibt vielleicht heschen, dass sie die Groß von der Welt an die Bedeutenden von ihrer Zeit gibt auszeichnen mit Orden, Prestige und Reichtum. Mir nicht so hei geht es dem anderes. Hungrig in Zirse gehen, durchstrichen zu trinken,
Friemer opholen, a Plagischer bekleden, Kranker a Gefangener besichen. Die Tätigkeiten, die das Evangelium am Jesus-Sänger Gerichtsried oplöscht, sind als die sogenannten Wirker von der Barmherzigkeit bekannt. Sie entsprechen all der Kategorie Mattölf für an Not geroden Matt Mönchen. Dorums geht es, leif Matt Christen. Das Evangelium als ein flammenden Appell heiz ho. Wir Menschen gehen an der Ried nicht nur Gemose und dem, was wir machen, mir auch in dem Guten, das wir innerlosen. Hungrigen zu essen, durstrigen zu trinken gehen, da das sei eindeutig nicht einfach optional oder schwach. Es wird angefordert. Das ist eine Pflicht. Die Wirker von der Barmherzigkeit beziehen sich auf fundamental menschliche Bedürfnisse. Essen, Wohnung, Kleidung, Gemeinschaft mit anderen. Dass wir alles machen, für anderen Befriedigung von diesen Bedürfnissen zu ermöglichen, als ein Froh von der Gerechtigkeit, weil jeder ein Recht hierop hat. Und die Gerechtigkeit als eine Mindestanforderung und diejenigen, die als Christen leben wollen. Liefern, stellen wir uns nach einmal vor, nur was für Kriterien die üblich irdisch Kinnigen oder Machthaber die beste Plätze an ihrem Herrschaftsbereich verdelen geben. Das Kind dann ungefähr so ausgesehen. Holt ihre Plätze an, die Techniker und Wissenschaftler, weil die hat immer für die modernsten Erfindungen auch Waffen gesucht. An die Architekten und Ingenieuren, die hat mir zu eher die prächtigste Palais gebaut. An die Fachleute von der Ökonomie, die hat für Wurstem gesucht und Konkurrenz ausgeschaut. Das Ried können die fortsetzen. Mir so steht es aber gerade nicht an der Bibel. Das klingt Gedankenspiel mich deutlich, wie grundlegend ernst Maßstab vom König Jesus Christus sind. Hier geschieht eine Umwertung von den Werten. Aber wenn weiten Deler von Europa den Ersatz für die schweren Armen honoriert wird, dann ist das mit Sicherheit weitgehend auf den Abfluss vom Evangelium zurückzuführen. Das waren es auch gerade zu Lützeburg Klostergemeinschaften, die diese christlichen Dienst um Nächsten gepflegt haben. Und das ist Segen von einer neuer Zeit, die sozial-karitativ Haltung an das respektiv Handeln gepflegt gehen. Gott als Richter urteilt nicht über Eis, aber über das Handeln. Das, was du an nicht all der so machen oder verpassen, nicht als zu einer gerechter oder ungerechter Person. Mich beruhigt zu wissen, dass nicht irgendwo über mich urteilt, wie dass ich für dich selber über mein Schicksal kann dezidieren. Gott passt sich dem an. Hier stellt sich an die Logik heran, die ich für ging. Changement de Registre. Wir feiern heute durch Sizilien da, zusammen mit der Choral von Irpelding und mit allen Chorale vom Land, die leider durch den Covid-Virus vielfach gerüsselt sind. Wir wollen hinhaut Merci sagen für all die Ersätze zur Ehre von Gott und zur Friede von den Menschen. Also sie encouragieren, nicht abzugehen, auch an schweren Zeiten. Weil sie vermitteln uns mit ihrer Kunst, das scheint. Und das scheint brauchen wir. Das scheint als nämlich ein Weg für bei den Herrgott, die perfekt und vollkommen Schönheit. Ich habe dich geliebt, du Schönheit, du, ewig alt und ewig neu, schreibt den Heiligen Augustinus an einem Gedicht. Anhand der Schönheit weist sich die Wahrheit von Gott, das heißt, wie in ass, a wehe nass. Der Friedrich Schiller sagt, alle Menschen, die zur Schönheit gekommen sind, werden auch erfahren, dass dahinter die Wahrheit steht. So kriegt Schönheit der Charakter von einer Brückefunktion, so lässt die göttliche Herrlichkeit viel an obschenken. Viele empfangen, was sie Musik und Gesang lauschtern, dass sich Dissonanzen von der Welt ablesen, aber eis am Anklang beim Universum befanden. Der Theolog Karl Barth hat die Sicht vertrat, am Himmel gibt Musik von Mozart gespielt gehen, weil bei Mozart da klingen himmlische Melodien,
Sie sie wehe göttlich Geschenk a vermitteln eise Viergeschmach vom himmlischen Leben. Den österreichischen Dirigent Harnoncourt geseit an der Musik Nubelschnauer, die eis mat der Transzendenz mat der Welt vu Gott verbindt. A vom persische Mystiker Rumi stammte Spruch: Die Musik ist das Knarren der Pforten des Paradieses. Der Johann Sebastian Bach huet all seg musikalisch Kreationen dem Herrgott gewidmet. Zur größeren Eier vor Gott huet hier komponiert. Soli Dei Gloria. Datselwicht kann ich soen vom Anton Bruckner, den eng Symphonie ausdrücklich dem Herrgott gewidmet huet. A wie weit Musik a Gesang eis matule können an die Himmelsphären, seht de Beethoven. Musik ist höhere Offenbarung denn alle Philosophie und Religion. An dem Moos geht dat scheint durchsichtig ob die göttliche Realität. Oder wie französische Bischof feststellt, weil leider fortgeschrittenem Alter de Glauben entdecken, dass Seelen am sozialen Engagement se spüren am Medium von Musik, Kunst und Literatur. So sollten noch mit dem Scheinen in unserem Glaubensleben groß Beachtung schenken, besonders an der Liturgie, am Gottesdienst, weil den auch eine ästhetische Funktion ausübt. Liebe Brüder und Schwestern, machen wir es also ob für das scheint, weil daran erschließt sich der großen, umfassende Sinn vom Ganzen. Das scheint als Abglanz von der göttlichen Herrlichkeit, Kaffee eis weh für beiden Herrgott sind, die sängerseits einfach nimmen schön ass. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Jesus Christus, der König mit der Därekron, identifiziert sich mit denen Bedrängten und Gequälten, die in derische Weg müssen gehen. Wir rufen zu ihm, den unser Bruder, Herr und König ist. Sehen alle Menschen, die sich ersetzen für die Armen und Krank. Dafür beten wir. Christus, Herr uns. Behüt all Kinder, Frauen und Männer, die auf der Flucht sind, die Familien, die getrennt sind und all die hier heimisch hun müssen abgehen. Dafür beten wir. Christus, Herr uns. Steh denen allen kranken Leuten bei, die besonders unter der Einsamkeit während der Corona-Maßnahmen leiden. Dafür beten wir. Christus, Herr uns. Stärk all Doktoren, Infirmien und Soigneuren, die sich Tag für die schwerkrank ersetzen. Dafür beten wir. Christus, Herr uns. Steh all die, die allo mit uns über die Antenne verbunden sind und darauf werden, können eine richtige Gemeinschaft zusammen zu feiern. Dafür beten wir. Christus, Herr uns. Belohn all lebens und verstorbene Membern von der Choralen für ihr Engagement an der Kirche. Dafür beten wir. Christus, Herr uns. Erbarm dich all denen, ihr Leben am Kirchenjahr zu Ende geht
und feier sie an dein Reich. Dafür bete mir. Christus, Herr Eis. Herr Jesus Christus, du bist in andere König, den uns den Weg weist, den zum Leben feiert. Wir loben dich, o Sohn der Merci, haut an all der von unserem Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, wir bringen das Opfer deines Sohnes dar, das die Menschheit mit dir versöhnt. Er, der für uns gestorben ist, schenke allen Völkern Einheit und Frieden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, zu danken und deine Größe zu preisen. Du hast deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit dem Öl der Freude gesalbt, zum ewigen Priester und zum König der ganzen Schöpfung. Als makelloses Lamm und friedenstiftendes Opfer hat er sich dargebracht auf dem Altar des Kreuzes, um das Werk der Erlösung zu vollziehen. Wenn einst die ganze Schöpfung seiner Herrschaft unterworfen ist, wird er dir, seinem Vater, das ewige, alles umfassende Reich übergeben. Das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Heiligkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens.
Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, dem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen.
Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, der heiligen Cäcilia und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr thront als König in Ewigkeit, der Herr segne sein Volk mit Frieden. Der Leib Christi.
Lasset uns noch beten. Allmächtiger Gott, du hast uns berufen, Christus, dem König der ganzen Schöpfung, zu dienen. Stärke uns durch diese Speise, die uns Unsterblichkeit verheißt, damit wir Anteil erhalten an seiner Herrschaft und am ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Irpelding op der Sauer. Den nächste Sonntag, 1. Advent, iwwer do mat Mass vun Belval Metzer Lach. An lo schalten wir zurück an den Studio.